So gut Anfangsjahr zusammen können, über unsere Vision zu reden, uns auszurichten. Und ich heisse ganz herzlich willkommen auch GVC Wil jetzt am Livestream in eurer Kirche, GVC Bassersdorf, GVC Zürich Oberland. Ich heisse aber auch alle herzlich willkommen, die daheim sind, besonders die in der Quarantäne oder der Isolation sind. Es soll ja ein paar geben, habe ich gehört. Herzlich willkommen, schön sind ihr dabei, nehmt das Tee und trinkt es aus. Und wir heissen herzlich willkommen My Church hier in der Parkarena auch. Schön sind ihr da. Römische Besatzung, horrende Steuern, religiöser Missbrauch, Korruption und noch zu allem obendrauf eine Schar von Freiheitskämpfern. Es war am 15. vom Monat Tischri, etwa im Jahr 33. Jerusalem im Laubhüttenfest, Fieber, vollpackt mit Pilgern und mitten in dieser Masse hinein der Jesus. Die Stadt war überflutet. Und am letzten Tag von dem Fest hat Jesus etwas gemacht, was er nie, zweimal sonst noch gemacht hat. Aber ganz selten, wie es heisst am Prophet, er hat nie geschrauen, oder? Aber an dem letzten Tag vom Fest, in dem Trubel hinein, wo die Leute gestritten haben miteinander, wer ist jetzt Jesus? Die einen haben das gesagt, die anderen dieses, andere jenes. Mitten ist er gestanden und plötzlich heisst, und er rief. Er hat die Menge rausgerufen. Was hat er gerufen? Den berühmten Satz rausgerufen. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Johannes 7, 38. Ob schon die Situation schwierig war, hat Jesus keinen Aufruf gemacht zum Aufstand. Keine Anstachelung zum zivilen Ungehorsam, wie es einige erwartet hätten. Kein Ordnungsruf, kein Machtwort. Gründe hat es einen Haufen gegeben, gewissen Leuten endlich einmal Knöpfe zu tun. Oder gewissen Mächten. Aber Jesus hat eine ganz andere Mission gehabt. Sein Ruf, der aus tiefstem Herzen gekommen ist, aus einem Herz voller Not. Weil er die Menschen gesehen hat. Der Ruf hat etwas ganz anderes beinhaltet. Es ist, ich nenne heute Morgen, der doppelte Jesus-Ruf gewesen. Gerichtet an Menschen, die ihre Seele desillusioniert sind. Gerichtet an Menschen, die auf der Suche sind nach Leben. Menschen, die ihre Seele halb leer oder leer war. Menschen, die enttäuscht sind von Versprechungen. Und er hat gerufen, kommt zu mir. Bei mir ist das Wasser vom Leben. Oder mit anderen Worten, bei mir ist Leben. Und es ist weitergegangen, den doppelten Jesusruf. Das erste war ja, kommt zu mir. Kommt, trinket, hört. Nehmt es auf in mir, bei meiner Person. Und das zweite war, und dann muss es weitergehen. Weitergehen zu den anderen Menschen. Es muss fliessen. Zu Jesus kommen war nicht so schwierig. Das hat man gesehen, wie es die Jünger gemacht haben, die Nachfolger. Aber schwieriger war die Frage, was heisst jetzt das? Dass das, was ich von Christus, Jesus empfange, wieder weiterzugeben an andere Menschen. Was heisst das? Wie geht das? Seine ganze Zeit, wo er gewirkt hat, der Jesus, hat er so viel über das geredet, was es konkret heisst, das, was man empfängt, weiterzugeben. Und sein Leben, sein Umgang mit den Menschen hat das gezeigt, er hat das vorgelebt, was es heisst. Also wenn wir wissen, was es heisst, müssen wir sein Leben anschauen. Was heisst das, weiterfliessen lassen im Alltag zu anderen Menschen? Einmal, der Schluss von seinem Wirken ist Jesus aufs Höchste, das letzte Gerichtsreden gekommen. Und dort drin zeigt Jesus, wie das praktisch geht, weiterfliessen lassen.
um was das es geht, in der Quintessenz, wie man das macht. Matthäus 25, Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Jesus sagt, und zu dieser Zeit wird eine Frage auftauchen. Und die Frage, die die Menschen werden stellen, ist, Jesus, wann haben wir das gemacht? Und Jesus hat gesagt, wenn ihr einem von den Geringsten, von den Bedürftigsten, von denen, die es nötig haben, von denen, die das brauchen, das da haben, dann ist es gleich, wenn es mir, Jesus, da hättet. Wir leben in einer Zeit, die turbulent ist, muss ich nicht mehr sagen. Und Grabenkämpfe in dieser ganzen C-Frage gehen weiter, quer durch die Kirchen durch. Aber mich beschäftigt über dem, was mir auch Not macht und mich auch traurig macht. Versteht ihr? Aber da beschäftigt mich etwas noch mehr. Und ich muss immer wieder schauen, dass die C-Frage nicht überhand nimmt und das andere versinkt. Was beschäftigt mich? Ich habe in den letzten Tagen, nur in den letzten Tagen, ein paar Zeitungsartikel da mitgebracht heute Morgen. Der Tagi vom 28. Dezember. Einsamkeit ist eine Pandemie und Corona macht es nur noch schlimmer. Versteht ihr, wenn ich so etwas lese, macht das etwas mit mir. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Tagi vom 29.12. Schöne neue Technikwelt. Noch nie kam das Menschliche so zu kurz. Eine andere Zeitung vom 2. Januar. Corona-Pandemie verschärft die Armut in der Schweiz, wo schon voran vorhanden war. Eine andere Zeitung, auch in dem Zeitraum hinein. Wir können den Kindern, und das sind Teenager gemeint, nicht die Behandlung bieten, die ihnen zusteht. Es kommt teilweise zu Wartezeiten von 1 Jahr. Jetzt kannst du sagen, ja, die Presse übertreibt immer. Aber ich habe es zur Angewohnheit angefangen zu machen. Ein bisschen mehr zu versuchen, von mir wegzuschauen. Zu dem, was um mich herum passiert. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, weil ich hoffe, dass Gott die Leute zuhören. Aber es macht mir weh, wie viel Not, wie viel Bedürftigkeit, wie viel Einsamkeit, wie viel Ratlosigkeit, von zunderst bis die höchsten Etagen, in allen Generationen, quer durch. Die Heime für Jugendliche sind platschend voll, oder? Was da grassiert. Und Freunde, das geht mich etwas an. Und es geht uns alle etwas an. Der doppelte Jesusruf am heutigen Tag, in das Jahr hinein. Das ist der Ruf, den ich euch zurufe als Bewegungsleiter. Der doppelte Jesusruf. Kommt, wir gehen nochmal neu zu dem Jesus. Und trinken nochmal. Geht nochmal zu dem Lebensspender. Und dann muss es subito weitergehen. Wir haben voran so am Anfang so ein Team-Treffen von denen, die mitarbeiten im Gottesdienst. Und der Dani Sidicki hat so uns noch mitgenommen, Gedanken, hat gesagt, auf was warten wir denn noch? Warten wir auf das Ende von der Pandemie? Warten wir auf bessere Zeit? Auf was warten wir noch, damit wir das tun, was wir eigentlich zu tun haben? Nicht umlamentieren, nicht umdingseln, nicht Anschuldigungen machen, sondern wir haben etwas zu tun.
Wir müssen es tun, dieser Not zu begegnen, weil wenn wir dieser Not begegnen, tun wir es Jesus. Zuerst kommt der Brunnen, oder? Es gibt so viele Brunnen, wo man trinken können. Und Jesus sagt, ich bin der Ort, wo das Wasser kommt. Das, was echt ist. Es ermutigt mich, Geschäftsleute zu begegnen, mit ein paar geredet in letzter Zeit, die das machen, die Menschen anstellen, die sonst keinen Platz haben, die Reich Gottes bauen, die Menschen dienen. Es fasziniert mich so viel, in allen Stufen, ein Mensch aus einer Kirche, die es gibt, und doch glaube ich, dass bei vielen von uns der doppelte Jesusruf verschüttet ist, mindestens dämpft oder gar verschwunden ist. Warum? Warum wird die Ausrichtung zu dem Jesus hin und dann gehen raus? Wieso verschwindet die? Bei den einen sind es, dass ihre Kräfte in der Selbstoptimierung vom Leben gebunden sind. Andere sind unzufrieden mit ihren Lebensumständen und das bindet sie. Andere, sie haben Enttäuschungen erlebt, Verletzungen erlebt, Kränkungen und das hindert sie. Sie sind so am Suhlen in dem, was ihnen passiert ist. Aber es heilt sie nicht. Das Suhlen hat noch nie geheilt, verstehst du? Andere werden gehemmt für einen Charakterzug. Diese Charakterzüge, die sie bremsen. Rechthaberei, Besserwisserei, Ungeduld, Jähzorn, Misstrauen, Missgunst. Der Drang, immer einen Schuldigen zu finden. Es sind auch festgefahrene politische Ansichten. All das wohnt immer ein Stückchen weit in uns hinein. Und die Frage ist, ob wir von diesen Sachen uns deckeln lassen oder nicht. Und jetzt ist etwas passiert letzten Monat. Die Sachen, die ich aufgezählt habe, sind immer latent vorhanden gewesen bei vielen von uns. So unbereinigte Sachen. So unbereinigte, ungeheiligte Charakterzüge. Und jetzt, durch die Pandemie, poppt das plötzlich auf. Und kommt zum Vorschein, was vorhin so ein bisschen unter dem Deckel plodert und geitert hat. So vieles, was ich entdecke, auf allen Seiten, verstehst du, hat mit dem zu tun, was unter der Oberfläche schon lange geplodert hat und noch nicht geheilt ist, noch nicht geheiligt ist oder zu wenig. Wir GVC-Pastoren, aber auch viele Leiter, geistliche Leiter aus der Schweiz, die ich kenne, rufen den Kirchen zu in diesen Tagen. Der doppelte Jesusruf. Kommt, trinket, in einem selbstständigen Andocken von dem Jesus. Und dann subito, lasst uns hingehen zu den Menschen. Meine Mutter hat etwas mir immer gesagt. Und ich habe mit der Zeit das Gefühl gehabt, das kannst du dann wieder hören. Kennt ihr auch so Sachen von euren Müttern? Nein, es ist nicht um die Röstung gegangen, auch nicht um den Spinat. Es ist darum gegangen, durch Dienst an fremdem Leid wird mancher von sich selbst befreit. Ganz ein weltlicher Spruch. Aber er ist so wahr. Freunde, um uns herum herrscht geistliche Not, seelische Not und existenzielle Not. Sind wir bereit als Kirchen? Wir haben eine grosse Kraft als Kirchen. Wir hätten eine grosse Kraft als Kirchen. Sind bereit als Small Groups und als Einzelne.
den Hungrigen zu essen zu geben, den Durstigen zu trinken, die Fremden aufzunehmen und uns um die Kranken zu kümmern und die Gefangenen zu besuchen. Wie viele Formen von Hunger gibt es? Da gibt es nicht nur eine. In unserer Schweiz gibt es ganz verschiedene Formen. Wie viele Formen von Durst gibt es? Wie viele Formen von Gefangenheit gibt es? Wie viele Formen von Fremdsein, weil kein Klicken dich mehr annimmt. Weil die Klicken schon so zusammengefügt sind, dass gar niemand mehr Platz hat. Wie viele Formen gibt es, wo wir gefragt sind, du und ich. In unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Arbeitsplatz, in allen Generationen, in allen sozialen Stufen. Mir hat einer von unseren Jugendpastors etwas Gutes gesagt, ich will immer lernen von den Jungen. Einer von unseren Jugendpastoren hat gesagt, die junge Generation ist kaum mehr zu packen mit einer Vision oder einem Traum. Die neue Generation fragt, was bringt's? Was bringt's mir? Was bringt's mir konkret? Gute Frage, hä? Das ist absolut nicht neu, oder? Die hat schon der Petrus gestellt, um Jesus, und gesagt, Jesus, was bringt's uns? Haben wir uns ins Füdli lupfen, die Ärmel hinterkrempelt und mit dir unterwegs sind, was bringt's uns? Und Jesus hat nicht gesagt, hör auf mit dieser Frage. Es geht immer um die anderen. Das wäre die fromme, ganz fromme Antwort. Nein, er hat gesagt, du hast was, Petrus. Niemand folgt mir nach, aktiv und dient den Menschen, ohne dass es nicht auf dem Leben schon und im zukünftigen 100-fach zurück überkommt. Und das ist mein Leben. Immer wieder, in den letzten 44 Jahren, seit ich in dem Jesus lebe, habe ich mich überwunden. Dort, wo ich gestrandet bin vom Liegestuhl, wieder aufzustehen. Ich muss noch etwas erklären, wo man unseren Breitengrad kaum versteht. Jesus sagt nämlich, ich bin das lebendige Wasser. Wenn es ein lebendiges Wasser gibt, gibt es auch was? Totes Wasser. Okay? Oder nicht? Genau so ist es im Nahen Osten. Es gibt lebendiges Wasser. Der Wasserfall steht dafür. Es gibt sogar einen, er ist nicht von dort. Aber im Norden oben gibt es so einen Wasserfall. Ein ganz grosser, aber fast. Das lebendige Wasser, es kommt und fließt unten wieder weiter zu anderen. Und darum ist es lebendiges Wasser, wie es Leben ist. Lebendiges Wasser, verstehen die im Nahen Osten. Es ist Wasser, das oben reinkommt und unten wieder rausläuft. Weiter. Da unten können noch die Kühe trinken und die Schäfe und alle. Und dann gibt es da einen, das ist Wüste Zinn. Ich weiss noch, mit einer Jugendreise da gereist. Und wir mussten zu dem Teil hinterlaufen, zu dem Teich hinter. Und da steht das Wasser. Und es war Sommer, 40 Grad etwa. Und hatte Badhosen dabei gehabt, die haben wir gar nicht gebraucht. Weil, wo wir angekommen sind, war der Tümpel grün. Hat nur einen Zufluss gehabt, wenn es regnet. Aber er hat keinen Abfluss gehabt. Versteht ihr das? Und je länger der Sommer gegangen ist, je dümpeliger ist das Teil geworden. Und als wir näher gekommen sind, liegt eine tote Gazelle drin. Hättest du da noch Lust gehabt, zu baden? Ich nicht mehr. Wir haben unser Badhöschen im Rucksäckchen behalten und sind wieder davongezogen. Das ist das Bild, das Jesus braucht, Freunde. Wenn du bei dem Jesus andockst
und du gibst von dem, was du von ihm überkommst, weiter, dann bleibt dein Reservoir lebendig. Dann fließt lebendiges Wasser weiter. Wenn du aber Sonntag für Sonntag in die Kirche oder in die My Church gehst oder weiss ich wohin, und du liest noch die Bibel, Halleluja. Aber irgendwie, es geht nicht weiter. Dann wird dieses Wasser in dir so werden. Und es wird dich irgendwann anschiessen. Irgendwann wirst du sagen, ich habe alles gehört, ich habe alles mitbekommen, ich weiss alles, nichts sowieso nichts, es bringt sowieso nichts. Okay, es ist so. Am meisten habe ich meinen Gott erlebt, wenn ich on the way war, wenn ich unterwegs war, wenn ich es wahrgenommen habe, wenn ich gedient habe, auch jetzt wieder, wo ich mehr Zeit habe. Wenn ich anfange mit den Menschen zu reden, darum beten am Morgen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen und fröhlich sein und Gott fragen, wo willst du mich brauchen? Und plötzlich zum Menschen eingeführt wird, der mich nötig hat. Leider nicht jeden Tag. Freunde, dir kann das Jesus-Wasser langweilig werden, wenn du keinen Abfluss und keinen Ausfluss hast. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Was bremst oder hindert dich, dass das Wasser fließt? Warte auf bessere Zeiten, wie wir es gehört haben. Einen gesunden Austausch zwischen Wasserzufuhr und unten wieder weiterfließen zu anderen. Das ist das, was unser Leben belebt. Können wir stehen auf, wie wir beten. Jesus, ich danke dir für die hier an der Parkarena sind, für die Menschen in den Locations, für die Menschen in den Churches draussen, die Menschen die Hause. Jesus, komm uns zu Hilfe, dass immer weniger dein doppelter Ruf kann deckeln. Mach uns zu Menschen. Ich weiss nicht, wie viele Menschen heute zuhören. Und diesem Podcast, vielleicht sind es 2000, ich weiss es nicht. Mach uns zu Menschen, die bei dir andocken und es dann aber weitergehen, Jesus. Lass uns so Durchflüsse sein von dem lebendigen Wasser. Amen. Ich darf wieder absitzen und jetzt kommt das Jahresthema mit dem Trailer, wo nachher dann unser Countdown ist, wo uns mitnimmt, dieses Jahresthema. Und ich sage euch nachher, was das mit meiner Predigt zu tun hat. Was passiert, wenn Geschichte ist Leben farbenfroh und riesen wie Papier, bist frustriert, du fühlst dich oft so gefangen und allein, was aus dir wird, hast keinen Plan oder Wunsch, du wärst gern frei, wie ein Vogel, der fliegt und gern frei von allem, wo dich belügt, doch es gibt jemanden, der einen Wunsch in dich leitet. Und dann auch die Stimme in dir, wo schreit. Du willst einfach nur Freiheit. Du willst einfach nur frei sein. Endlich weg von den Ketten, wo dir sagen, dass du einfach nur frei bist. Denn du willst einfach nur Freiheit. Letztendlich einfach nur frei sein.
mir Freiheit geben. Schlechter Job, fast bankrott, Depression, wo's Leben stoppt. Jedes Los ist nur ein Flop, ich möchte die Freiheit sehen. Jeder Tag ist hart, kein Chancentag verplant. Hast keine Pause, denn der Stress drückt dir aufs Gaspedal. Immer volle Fahrt, doch leider nur den Berg durchran. Fühlt sich alles nicht grad schön oder nach Freiheit an. Du wirst gern frei sein, frei von dem Stress. Und gern frei von allem, wo dich verletzt. Doch es gibt jemanden, wo den Schmerz auf sich nimmt. Und du hörst in dir die Stimme. Du willst einfach nur Freiheit. Du willst einfach nur frei sein. Endlich weg von den Ketten, wo dir sagen, dass du einfach nur frei bist. Denn du willst einfach nur Freiheit. Letztendlich einfach nur frei sein. Und es gibt zum Glück ein Wort, wo dir verspricht, dass du längst schon befreit bist. Denn du willst einfach nur Freiheit. Denn du willst einfach nur frei sein. Willst endlich weg von den Ketten, wo dir sagen, dass du einfach nur frei bist. Denn du willst einfach nur Freiheit. Denn du willst einfach nur frei sein. Und es gibt zum Glück ein Wort, wo dir verspricht, dass du längst schon befreit bist. Dass du frei bist. Ja, unser Jahresthema heisst «Entfesselt Leben». Entfesselt Leben. Was ist denn entfesseltes persönliches Leben? Es ist ein Leben in der Nachfolge von Jesus, das versöhnt ist. Ein versöhntes Leben in der Nachfolge von Jesus. Ein fruchtbringendes Leben, so wie ich es heute predigt habe. Und somit ein sinnerfülltes Leben im Heute. Eine entfesselte Kirche ist eine Kirche, die sich ungehindert, ohne Grabenkämpfe, voll und ganz auf ihren Auftrag konzentriert, sich von nichts davon abhalten lässt, Menschen zu dienen und Menschen zu Jesus zu rufen. Wir haben eine erste Serie, die jetzt anfängt am nächsten Sonntag. Es heisst natürlich «Entfesselt Leben», ist logisch. Und der Vers, der über dieser Serie steht, heisst, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr richtig frei. Ich habe in meiner Predigt angefügt, wie Verhaltensmuster, wie Vergangenheiten, wie auch negative Charakterzüge uns bremsen können. Und wie das im Moment an die Oberfläche geschwemmt wird. Und wir wollen uns fragen, welche Sachen aus der Vergangenheit in dieser Serie haben Einfluss auf unser Leben? Oder könnten Einfluss haben? Wir wollen über unser Familienerbe nachdenken, das Gute und das Hindernde. Und wir wollen in der Bibel Impulse auf uns wirken lassen, wie wir im Heute, nicht im Gestern und nicht im Morgen, sondern im Heute können leben und im Heute bei dem Jesus können andocken und im Heute können den Menschen dienen. Immer ein bisschen freier von dem, was uns hindert. Es geht nicht um eine einmalige Rückübung, sondern es geht um den Prozess, der im Leben vielleicht schon lange angefangen hat, in dem Prozess weiterzugehen, bei den einen vielleicht den Prozess anzufangen. Wir haben dazu ein Büchlein gemacht, ein fantastisches Büchlein. Das heisst, «Entfesselt Leben», ein Bibelleseplan ab nächstem Sonntag für 40 Tage. Jeden Tag da drinnen ein Bibelvers, ein Gebet, ein Gedanke dazu. Und natürlich für alle affinen Leute, die
Sagen, du, Papier war früher, kein Problem. Der Donny Weber wird euch noch erklären nachher, was für Formen das es gibt. Verschiedenste Formen. Aber das Büchlein liegt draussen auf heute. Und ich lade euch ein, in euren Small Groups, in eurem eigenen Leben, da mit uns ein Stück Weg zu gehen. Auch wenn du manchmal dann vielleicht sagst, habe ich abgehakt. Du hast es nie abgehakt. Sonst hätten wir das Büchlein nicht geschrieben. Wenn wir es einmal abgehakt hätten, dann wären wir heute ganz an einem anderen Ort innerlich. Halleluja. Einmal kommt es dann. Noch zum Schluss von meiner Seite, Bewegungsanlass. Wir haben am 15. Januar, nächsten Samstag, den Leitertag. Wenn ihr mitbeten, die nicht leiten in der Kirche, in unseren Kirchen, den Leitertag der GVC-Bewegung, könnt mitbeten dafür. Und die anderen, die sich noch nicht angemeldet haben, dürfen sich jetzt, heute und morgen noch anmelden. Und dann am 25. bis 26. Juni haben wir unsere Bewegungskonferenz mit dem logischen Titel «Entfesselte Kirche». Und wir starten einmal anders, dieser Konferenz. Am Freitagabend haben wir die Halle 710 hier unten gemietet für die ganze Bewegung und machen ein riesen Fest. Endlich wieder mal ein Fest. Bis dann kommen wir wieder. Darum muss die Bewegungskonferenz mit einem Fest anfangen. Bis die Israeli machen wir Fasten viel zu wenig. Und dann Samstag, Sonntag geht es dann wieder weiter, hier in der Parkarena.